Und somit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Drug Dealer Simulator. Folge Nummer 41. So, jetzt schreiben wir das nochmal auf. Das ist nämlich etwa das dritte Mal, als ich Folge Nummer 41 aufnehme, weil mein PC hat... Ja, lassen wir das Thema die letzte Folge noch knapp retten, also Folge 40. Habe dann im Nachhinein festgestellt, dass beziehungsweise einer von euch hat mir geschrieben, merci Zirpo an dieser Stelle, dass das Bild eingeschränkt ist worden, aber ich sage euch ganz ehrlich, so tragisch ist das nicht gewesen. Also ich hoffe, für euch ist es auch nicht so tragisch gewesen, weil es ist besser als nichts. Es ist traurig, dass ich das muss sagen, aber es ist effektiv so, weil es hat mir, ich bin froh, dass ich die Aufnahme retten konnte, ich muss es so sagen. Warum habe ich da Bühle im Hut? So, ich bin froh, dass ich die Aufnahme noch retten konnte. Und heute muss ich alles nochmal aufnehmen, was ich eigentlich schon aufgenommen habe. Zum Glück habe ich noch ein zweites Safe Game gemacht. Es ist nämlich auch ein Update, aber da kommen wir nachher dazu. Was wollte ich noch sagen? Mist. Ich hoffe, dass jetzt alles stimmt. Sound sollte stimmen, ich sehe Mikrofon, ich sehe Spielsound. Das Menü sollte auch ganz drauf sein. Es sollte jetzt eigentlich alles stimmen. Webcam, hallo. Ja. Irgendetwas wollte ich noch sagen. Mist. Genau, die Folge kommt jetzt nicht um 12 Uhr raus, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, wenn ihr darauf gewartet habt, tut mir leid. Weil ich aufgrund von diesen PC-Problemen nicht um 12 Uhr eine Folge aufladen. Ich hoffe, dass jetzt alles sauber läuft und alles klappt und ich von jetzt an dann wieder pünktlich aufladen kann. Aber ich glaube, wir verschieben Drug Dealer einfach vorsichtshalber auf eine spätere Zeit. Ich glaube, wir machen Drug Dealer jetzt immer um 6 Uhr. Jeden Tag Drug Dealer um 6 Uhr. Und ich hoffe, das verhält nachher mit diesen Aufnahmen und sonst habe ich dann wirklich langsam ein Problem mit dem PC. So, aber jetzt ab ins Spiel, schön seid ihr wieder mit dabei. Merci vielmals an dieser Stelle. Und wir haben nämlich, gerade als wir das Spiel gestartet haben, hier eine Nachricht bekommen, wachsendes Marihuana. Genau, es hat nämlich, glaube ich, ein Update gegeben. Ich habe extra nicht gelesen, was das Update alles beinhaltet. Weil ich mich mit euch zusammen überraschen und nicht alles schon wissen. Die Zeit ist gekommen. Überprüfe deine Nachrichten bei Shadycom und kontaktiere Barney Roman. Er ist der lokale Unkrautspezialist. Von ihm kannst du Samen für Indoor- und Outdoor-Wachstum kaufen. Schau es dir mal an. Nice, können wir jetzt eine eigene Plantage machen. Jetzt wird es lustig. Gut. Genau. Einfach mal Licht machen. So, die Aufnahme läuft auch. Gut, ich hoffe einfach, dass ich drehe durch, wenn das wieder alles abkackt. Gut, hier liegt noch etwas rum. Das heisst, wir haben einfach mal nichts zu tun, falls die nächste Bestellung käme. Was haben wir noch im Sack? Gar nichts. Sehr schön. Das heisst, wir checken mal die neuen Sachen, was es da gibt. So. Also, der Gustavo hat noch geschrieben. Genau. Das haben wir gelesen. Und jetzt Barney. Hey Mann, hab von dir, ich sehe fast nichts. Ich bin ehrlich, ich bin erst gerade aufgestanden und ich habe ein bisschen wenig geschlafen. Ich habe gestern noch die halbe Nacht gestreamt. Wie mittlerweile fast jede Nacht. Für die, was interessiert, twitch.tv/DJTimoG. Merci. Nein, hey Mann, hab von dir von Eddie gehört. Ich glaube, wir könnten ins Geschäft kommen. Ich habe ein paar erstklassige MJ-Samen sowohl für In- als auch Outdoor-Pflanzen. Dachte mir, dass du Interesse hast. Schick mir mal eine Nachricht, wenn du mal sehen willst, was ich so alles zu bieten habe. Okay, peace. Oh yeah, hab mit Donald vom Möbelgeschäft gesprochen. Er sagte mir, dass er für dich besonderes Equipment vorrätig hat, einige Töpfe, UV-Lampen, Filtern und der ganze Scheiß. Hey, wenn sie das jetzt wirklich noch einbauen haben, das ist ja so, wow, das ist geil. Das ist richtig geil. Was hat jetzt du gemacht? Ist meine Webcam noch da? Ist
meine Maus noch da. Oh, und der Gustavo hat auch geschrieben, neue Lieferung von 27 x 50 Gramm Koks. Natürlich, kein Problem. Wenn wir dem mal... Komm, tauchen wir doch gleich rein. Ab ins Grasgeschäft. Moment. Natürlich, gehen los. Okay. Wie gesagt, das so. Oh, Gernlieferung haben wir vor der Tür, die können wir dann easy machen. Und. Wo haben wir? Holen die Samen. Ja, nice. Aber ich glaube, da brauchen wir sicher Geld. Haben wir keine Tasche mehr? Ah, hier. Da haben wir nichts drin, gut. Und ich würde sagen, als kleine Entschädigung machen wir heute mal eine XXL-Folge. Ein bisschen, ja? Wie viel passt da drin? Alles. Okay. Jo, here we go. Ja, moin. Here we go again. Ich will schnell schauen, ob wirklich alles... Jawohl, es stimmt auch nichts vom Menü ab. Sehr schön. Dann gehen wir doch mal schauen, was der gute Mann für uns hat. Jetzt haben der Barney, gell? Barney, ja. Ah, meine Augen haben mir, wenn ich aufgestanden bin, und dann mit dem Licht hier. Richtig tränige Augen, ich bin so traurig. Ich will endlich wieder auflegen. Nein, ist alles gut. Ich renne aus Freude. Ai. Ich hoffe, dass jetzt einmal, ich warte immer noch auf meine Beleuchtung. Aber irgendwie habe ich es auch jetzt fest beschrauen, indem ich gesagt habe, es kommt alles immer pünktlich am nächsten Tag, wenn man dort bestellt. Weil jetzt haben sie schon 3-mal mir ein Mail geschrieben, dass der Liefertermin verschoben wird. Also, das ist verflucht mit dieser Lampe. So, ja, moin. Eine Stelle. Ja, moin! Hoi Barney! Barney Roman. Welches ist jetzt der Vor- und welches der Nachname? Jetzt blendet mich das Licht an. Ein Grennen? Nein, ist furchtbar. Schau, wenn ich aufgestanden bin, habe ich hure empfindliche Augen. Also Barney, was hast du für uns? Geil, sorry, aber Style 4. Schaut nach den Bart an und die Frisur und... Ich vermisse meinen Bart, aber ich arbeite dran. So, also, Barney. Hey Mann, was brauchst du? Zeig mir, was du hast. Warte, bin gleich wieder da. Ja, zeig mir, was du hast, Baby. Outdoor-Pflanzen wachsen weitaus langsamer, dafür liefern sie aber mehr Stoff und du brauchst kein künstliches Licht. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, was machen wir, Indoor oder Outdoor? Alter, willst du mich verarschen? Indoor-Pflanzen wachsen schnell, dafür sind sie aber kleiner und man muss sich mehr um sie kümmern. Puh. Ist jetzt die Frage, was wir machen. Ich habe gesehen, die Auswahl. Heftig, Mann, heftig. Ja, fangen wir mal mit... Fuck, was machen wir jetzt? Indoor oder Outdoor? Kann ich da das Display noch nicht drehen? Oh, nicht das Kamera... Nein, da kommt die Kamera noch raus. Okay. Was machen wir jetzt? Outdoor? Outdoor könnten wir halt irgendwo... Ja, ich hätte aber schon Bock auf so... Jetzt da unten rechts ein Minkje. So. Das ist glaube ich gut, oder? Ja.
Ich hätte schon Bock auf so eine geile Indoor-Anlage mit Beleuchtung und allem. Und wir machen mal Indoor zum Anfang. Ja, aber welche Sorten nehmen wir jetzt, Mann? Scheiße. Stoner Haze, Ghetto Kush, Firecracker, Bombreaker. Ich wäre für Stoner Haze. Das sind die teuersten Samen. Das sind sicher am geilsten. Oder? Aber 40. Ich meine, wir haben ja das Geld, das ist ja egal. Aber wir nehmen mal Stoner Haze. Dann nehmen wir alles, was er hat, oder? Hat er nicht gefunden. Haben wir jetzt wirklich keinen Platz mehr für das, weil wir... Ah, Mann. So. Stoner Haze. Genau. Noch ein bisschen Geld rein. Gut, echt könnten wir eine Indoor-Anlage und eine Outdoor machen. Dann haben wir beides. Komm. Okay. AK-420, Brainfuck-Samen. Oh, Brainfuck-Samen klingt lustig. Komm, machen Brainfuck. Yes. Also Brainfuck und Stoner Haze. $840. Ja, Mann. Merci, man sieht sich. Okay, es gibt zwei Arten von Marihuana-Sträuchern, die man anbauen kann. Outdoor und Indoor, ja, so wie zu klar. Outdoor-Sträucher können einfach mit einem Topf draußen angepflanzt werden. Du brauchst einen guten Standort, der gut versteckt ist und in sich in der Sonne befindet. Weißt du, ich habe das Gefühl, ich kann nicht lesen, aber es ist einfach falsch geschrieben. Um in Innenräumen anzupflanzen, brauchst du spezielle Töpfe, Lichtquellen, Luftfilter aus dem Möbelgeschäft, um dein Versteck vorzubereiten. Okay. Okay, jetzt macht es so langsam Sinn, dass wir so viele verschiedene Immobilien haben. He? Hast du im Griff, Barney? Er moonwalkt davon. Ja gut, sind Samen eigentlich in dieser Welt hier illegal? Wie ist das so? Wenn wir es herausfinden? Das ist jetzt eine gute Frage, oder? Also ich gehe mal schwer davon aus, aber fuck. Wir sind jetzt wirklich wegen ein paar Sämli. Weißt du was, wenn wir hier unsere Anlage machen. Ja, ich weiß es halt nicht. Nein, komm. Ich will es näher bei den anderen Sachen haben. Also. Das altbekannte Spiel. Hey, first try. Nice. Nice. Ui. Ja, moin. Hey, you, wait. Ja. Do you have anything illegal on you? Herr Polizist, wie ist das? Sind Hanfsamen illegal? Da in Okay, clean. Go home. Buswil. Rap. Steht da drunter? Radical Anarchist Poetry. Okay, alles klar. Dubi appa, ich heiße Angela. Ich habe nämlich schon eine kleine Idee, wo wir das Ganze könnten starten. Hoppa, hoppa. Weil, also ich glaube, in unserem aktuellen Drogenlabor ist es ein bisschen zu eng. In unserem Apartment
glaube auch. Ich glaube, man sollte wirklich ein separates Wohnungli haben. Und ich glaube, das wäre eben hier noch so cool, weil, wenn wir Schwein haben, kann man hier auftun. Lockpick, okay. Was? Ah, mit F nachher, okay. Nein. Oh, ich hasse es ehrlich. Nein. Nein! Saukaib. Okay. Nice. Was uns das jetzt bringt, weiss ich auch nicht genau. Sieht es hier aus? Natürlich nicht. Nein, aber ich habe so überlegt, man kann doch hier, wenn wir da irgendwie... Warte mal. Weißt du, wenn wir jetzt hier die Indoor-Pflanzen her tun, wäre doch geil, wenn wir hier irgendwie auf einer Terrasse oder so. Au. Ja, das wird auch nichts. Wie sieht das hier so aus? Ist das genug gross für eine kleine Indoor-Anlage? Ich glaube schon, oder? Ich weiss halt nicht, wie gross die Gerätschaften jetzt da sind, die wir da werden bekommen. Aber ich glaube, das wird unsere Indoor-Anlage. Wir haben auf jeden Fall Wasser, wir können speichern, wir sind in der Nähe von unserem Hauptgebäude. Aber wo wir jetzt Outdoor machen, ist die andere Frage. Weil wir haben ja. Was haben wir hier sonst noch so für Immobilien? Weil hier, hoppla, hier finde ich, es macht keinen Sinn. Das ist, ausser wir würden hier, aber wir brauchen ja unser Moneybed, sonst können wir nicht gut schlafen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Also. Aber ich glaube, hier macht nicht viel Sinn. Komm, wir mal schauen, wie das aussieht mit diesen ganzen Gerätschaften. Beim Donald, der einen Vogel im Laden hat. Alles klar. Donald, mein alter Freund, wie geht's? Zeig mir die Stoff. Auf einmal nehmt ihr gerne. Hallo? 3 Wandtresoren. Die können wir mal schnell liefern. Und zwar Stinklagerhaus, das ist das kleine, he? Ich glaube es. Dankeschön. Donald, wir brauchen noch mehr von dir. Hat es neue Sachen gegeben? Basic Couch? Nein, ich glaube sonst nicht. Ausser einfach, was jetzt da noch so kommen. Genau, UV-Lampe, Blumentopf und Luftfilter. Okay, wir brauchen sicher mal, was haben wir, 8 Samen genommen. He? Ich weiß nicht, ob wir 1 Samen pro Topf wahrscheinlich. Also nehmen wir mal 8 Töpfe. Dann nehmen wir mal 4 UV-Lampen, weil es die jetzt so vorschlägt. Und 5 Luftfilter. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so viel brauchen, aber einer wird länger. Keine Ahnung. Aber komm, wir haben Kohle. Wir machen jetzt professionell. Und jetzt ist die grosse Frage, woher damit? He? Lagen in Clubgegend, da könnte man halt auch irgendwie geil hinten raus. Aber wir können ja dann im Sektor B immer noch ein eigenes Ding machen. Ich werde jetzt mal alles in Sektor A haben, dass wir es so ein bisschen benannt haben. Erdgeschoss ein Stink wäre gross, aber da möchte ich dann mal irgendwie unsere Wohnung machen.
Kleines Lagerhaus, kleines Apartment, das wäre aber das andere. He? Da sind wir jetzt gerade drin. Man kann natürlich auch bei der Garage hin. Ja, Respekt. Man kann natürlich auch bei der Garage hin. Das sind die zwei, die nebeneinander sind, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ist doch hier näher das Garage. Und dann hat man hier schon einen Labortisch quasi. Das wäre eigentlich auch kein Seich. Und da könnte man vielleicht auch draussen etwas herstellen. Was ist noch so? Lager in der Wüste, okay. Garage in Deadtown. Ich glaube, wir gehen hier. Ich glaube, das ist auch noch recht gross. Und das ist das Garage nebendran, da hätten wir schon einen Tisch dort in der Nähe. Den wir ja auch werden brauchen zum Abpacken und so. Ja, komm, wir gehen mal schauen, sonst haben wir jetzt $2000 für nichts ausgegeben. Haben wir eigentlich irgendetwas Illegales drin? Ja klar. Geld und Samen. He? Einfach, dass wir uns dem bewusst sind. Ich glaube, hier ist doch eine schöne Gegend für eine kleine Indoor-Anlage. Oder? Da haben wir Wasser, da können wir speichern. Da haben wir sogar mehrere Räume. Ich glaube, das ist doch perfekt. Ja, hier so. Und dann können wir hier vielleicht gleich noch in den Tisch herpacken oder je nachdem. Ja, komm, wir machen doch das. Also, wie funktioniert jetzt das? Einfach irgendwie. Jetzt haben wir 8 Töpfe. Ich weiß auch nicht, wie gut man nicht zu denen muss dazukommen, wie man die muss wässern oder schneiden oder. Also. 1, 2, 3. Warte jetzt mal. So einen und so einen lang. Man denkt auch nicht mehr, oder? No. Also 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen mal so her, dass wir noch dazu kommen. 6, 7, 8. Okay, UV-Lampe. Jetzt haben wir da 4 Stück. 1, 2, 2, 3, 4. Keine Ahnung. Luftfilter. Das ist ja riesig. Ich bin echt ein bisschen übertrieben mit diesen Dingen. Ich glaube es. Ja, komm, man kann hier noch einen her. Hier noch einen her. So. Ja, das ist doch gut. So. Und jetzt, oh Achtung. Stoner Haze. Nice. Hydration, Gesundheit, leicht. Du brauchst Luftfilter für deine Plantation, damit sich der Geruch deiner Pflanze nicht installierte Luftfilter, aktuell Mindestanzahl Luftfilter. Du darfst nicht vergessen, die Pflanzen zu gießen. Ausgetrocknete Pflanzen werden viel kleiner und sterben letztendlich einfach ab. Okay, das ist richtig krass gemacht. Installierte Luftfilter 5. Ja, du kannst Wasserflaschen an der Tankstelle kaufen, die Flaschen kannst du aber auch am Wasserhahn in deinem Versteck auffüllen. Ja, dann müssen wir dann mal Wasser hinholen. Wasser hinholen. Wasserflaschen holen. He?
Nice, Mann. Jetzt gehen wir... Jetzt wird es wirklich noch zum Drogenanbausimulator. Nicht nur Dealer, sondern wir produzieren jetzt selber Leute. Da habe ich alles gepflanzt. 16 Brainfuck-Samen, ja easy. Hydration, leicht. Gesundheit, okay. Das sieht soweit so gut aus. Aktuell Mindestzahl Luftfilter, no. Aber ich schon 5 drin habe. Und das Licht, was sehe ich nicht, ob das Licht gut ist, aber es wird schon gut sein. Gut, dann holen wir jetzt mal noch die Wasserflasche, wenn wir einen kurzen Speicher dazwischen. Hey. So geil, ich feiere es, Mann. Was kommt doch noch alles? Können wir irgendwann noch auf Kolumbien selber weißen Stoff holen oder können wir das auch noch selber machen? Wir noch Coca-Pflanzen und so und das eigenes Labor und... Ah, geil, Mann. Hey Fuss, Amy, ja moin, blablabla. Lass jetzt, ich sollte Wasserflaschen haben. Du hast Wasserflaschen? Ja moin. Ich sollte nicht vergessen, dass ich den Brainfuck-Samen dabei habe. Ja, komm, wir nehmen mal wir haben nicht mehr Platz für Wasserflaschen. Das ist ein Geldgang. Warum habe ich so viel Geld bei mir? Ich laufe. Hat nicht mehr Platz. Okay, ja, 3 Wasserflaschen, die können wir ja eh nachher füllen. Okay, ciao. So. Ja, es kommt Polizist. Attention, attention. Hat er den Vogel gesehen? In 60 minutes. For their own safety, all inhabitants are to proceed to their quarters. Individuals caught in public areas during police hours may face consequences. Attention, attention. Okay. So. F, Cannabis, 4% Wachstum schon. Oh ja, schau, das ist etwas gewachsen. Hydrate. Einheit Wasser verwendet. Okay. Ja, nice. 3%, 4%. Ach, nice, Mann. Ja, Freude. Filling Bottle? Nice. Ah, hure gut, Mann. Das kommt geil. So. Und ich glaube, mit dieser Bombensensation, jetzt machen wir noch schnell zusammen das Thumbnail. He? So. Und mit dieser Bombensensation wäre es für die heutige Folge. Drug Dealer Simulator. Wir sehen uns morgen wieder. Nicht vergessen, jetzt neu auf die 6. Und ich hoffe jetzt mal, dass die Aufnahme nicht wieder verkackt ist. Sieht im Moment alles noch gut aus, aber das Check jetzt im Nachhinein wieder aussieht, sollte eigentlich alles gut sein. Oder ich habe keine andere Wahl mehr gehabt und habe die müssen. Nein. So. Sorry für die Umstände letzte. Hoffe, es wird jetzt wieder ein bisschen besser. Bis morgen, bis gleich, Timo G. Ciao.